Hallo, liebe Kinder, kleine und große Leute. Ich freue mich, dass ihr wieder zur Kinderfunksendung mit der Lesung Der Floh im Ohr gekommen seid. Ja, das ist sehr schön von euch. Ich soll euch ganz herzlich grüßen von Wuffi und Pumpeline. Die sind heute bei dem schönen Wetter spazieren gegangen, aber dafür ist jemand anders gekommen, der morgen ganz viel zu tun hat, und zwar der Osterhase. Ja, hallo Kinder, ich freue mich schon, dass ich morgen wieder arbeiten kann. Ja, bis nachher. So, der geht jetzt mal wieder hier rein. Aber er hat mich auch gebeten, euch etwas mitzubringen, da wir ja morgen Ostern feiern können. Und zwar ein kleines Ostergedicht. Osterhas, 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 komm mal her, ich sag dir was. Hop sie nicht an mir vorbei, bring mir ein großes Osterei. Tja, das wünsche ich dir auch. Und ja, jetzt habe ich noch aus dem Buch, das kennst du ja schon, das Kästchen mit dem goldenen Schlüssel, wieder eine Geschichte ausgesucht. Und zwar geht es da um eine Katze und eine Maus. Ja, wo ist denn die kleine Maus? Guck mal hier, die kommt auch so. Ja, kleine Maus, jetzt kommt deine Geschichte. Von der kleinen Maus, die die große Katze fing. Die schwarze Katze saß unten an der Mauer, die Maus saß oben darauf. Komm herunter, kleine Maus, rief die Katze, wir wollen spielen. Gern, sagte die Maus, aber wenn ich mit dir spielen soll, musst du heraufkommen. Ja, wenn es ein Baum wäre, meinte die Katze, an der Mauer kann ich nicht klettern. Du kannst auch gar nichts. Was kannst du denn mehr? Ja, ich kann das. An solch einer Mauer gehe ich glatt herauf. Und dann kann ich noch viel mehr. Ich kann dich, große schwarze Katze, fangen. Du mich fangen? Das tu mal. Wenn du das kannst, dann schenk ich dir was. Oh, was denn? Ja, Geld hab ich nicht, aber wenn du mich fängst, dann kannst du meinen schönen schwarzen Pelz verkaufen. Das ist gut, sagte die Maus. Bestell dir nur eine neue Jacke. Dein schwarzer Pelz ist mein. Und als sie das gesagt hatte, witsch, war sie runter von der Mauer, aber an der anderen Seite. Was tat nun die kleine Maus? Sie stellte eine Falle auf, eine richtige Katzenfalle. Nicht weit von der Mauer war im Garten eine Dornenhecke, und auf den Dornen hing Großmutter Freers Strumpf, ein großer grauer Strumpf, ganz lose hing er, beinahe bis auf die Erde hinunter hing er herunter. Den wollte die kleine Maus haben, aber sie konnte ihn nicht loskriegen. Da kam der Nordwind gegangen, und das ist ein starker Kerl. Komm, hilf mir, bat die Maus, und da riss der Nordwind ihr den Strumpf herunter. Dann sollte er ihr auch helfen, die Falle aufzustellen, aber das machte er ganz verdreht. Geh weg, du kannst das nicht, sagte die Maus, und da machte der Nordwind, dass er wegkam. Was tu ich nun? Dachte die kleine Maus, und weil ihr sonst nichts einfiel, setzte sie sich auf die Hinterpfoten und fing an zu pfeifen. Und da kamen all die anderen kleinen Mäuse hervor, die in tiefen Löchern unter der Hecke wohnten. Und was machten sie? Sie fassten den langen, langen Strumpf und zerrten und schleppten. In eine Lücke der Dornenhecke schleppten sie ihn, und flink griffen die Dornen mit zu. Die sind immer dabei, wenn es gilt, einen stummen Streich zu machen. Nun müsst ihr tüchtig festhalten, sagte die kleine Maus, und das taten die Dornen auch,
und der Strumpf gähnte wie ein Backofen, wenn er Brot verschlingen soll. Dann gingen alle Mäuse nach Hause, nur die nicht, die die Katze fangen wollte. Die kroch in den Strumpf hinein und kroch immer weiter. Bis dahin kroch sie, wo die große Zehe zu wohnen pflegt. Da biss sie ein Loch hinein und schlüpfte wieder heraus. Und dann rief sie laut: »Schwarze Katz, schwarze Katz!« Die schwarze Katze war weit weg, aber weil sie feine Ohren hatte, hörte sie doch, dass die Maus rief, kam herbei, so rasch sie konnte, und fragte: »Was willst du, kleine Maus?« »Nun will ich mit dir spielen«, antwortete die Maus. »Kriegen wollen wir spielen. Du bist.« »Hei«, freute sich die Katze und lief die kleine Maus weg, die kreuz und die quer, lief durch Gras und Strauch, und die Katze dahinterher und kam immer näher. Ganz nahe kam sie, und da hatte sie. Beinahe, denn witsch war die Maus im Strumpfe. »Nun hab ich dich«, rief die Katze und arbeitete sich auch in den Strumpf hinein. Tiefer, immer tiefer, und wenn es da drinnen auch dunkle Nacht wurde, das machte nichts, denn die Katzen können auch im Dunkeln sehen. Und dicht vor ihrer Nase sah sie die Maus. »So, nun hab ich dich«, haha, rief sie noch einmal, »und nun fress ich dich.« »Nein, nun hab ich dich«, rief die Maus, und raus war sie aus der Tür. »Nun hab ich dich, und nun verkauf ich dein schwarzes Fell.« Als die Katze hörte, dass ihr Fell verkauft werden sollte, bekam sie Angst und dachte, sie wollte lieber wieder heraus aus der Falle, aber sie konnte nicht. Sie steckte so tief im Strumpfe, dass sie sich nicht drehen und wenden konnte, denn der Strumpf schloss sich fest um ihren Leib. Nur der Schwanz guckte noch heraus und drehte sich hin und her, aber allein konnte er auch nichts machen. »Nun tut mir den Gefallen und lasst nicht los, ihr Dornen«, rief die Maus, und dann lief sie zum Lumpenhändler und verkaufte ihm den Pelz. Was hat sie wohl dafür bekommen? Ja, was meinst du? Wie teuer ist solch ein schwarzes Katzenfell? Ich weiß es nicht, aber vielleicht hast du ja eine Idee. Ja, das war die Geschichte von der Maus. Guck mal, was ich dir noch mitgebracht habe. Lass mal eben gucken. Komm mal ganz nah ran. Guck mal, was da rauskommt. Kannst du das sehen? Kleine, ja, Mäuse. Ist das nicht niedlich? So, die gehen jetzt wieder schlafen. Dann machen wir den Deckel zu und freuen uns auf Ostern. Aber vorher wollen wir noch ein Lied gemeinsam singen. Und zwar hat mir dieses Lied heute Morgen die Susanne aus Wilhelmsburg geschickt. Und ich dachte mir, wir können das doch auch einfach mal zusammen singen. Das kennst du vielleicht schon. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Meine Oma hat im Backenzahn ein Radio, ein Radio, ein Radio. Meine Oma hat im Backenzahn ein Radio. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Meine Oma bäckt im Kühlschrank eine Torte, eine Torte, eine Torte. Meine Oma bäckt im Kühlschrank eine Torte. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Meine Oma hat einen Nachttopf mit Beleuchtung, mit Beleuchtung, mit Beleuchtung. Meine Oma hat einen Nachttopf mit Beleuchtung. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Meine Oma hat einen Osterhasen aus Schokolade, aus Schokolade, aus Schokolade. Meine Oma hat einen Osterhasen aus Schokolade. Meine Oma ist eine ganz patente Frau.
Ja, wer einen Nachttopf hat, und wenn du nicht weißt, was ein Nachttopf ist, dann fragst du mal die großen Leute, denn Oma ist ja eine patente Frau und wer einen Nachttopf hat, der kann auch Schokolade aus Osterhasen haben. Ja, und als letztes hat mich das Häschen noch gebeten, dass ich dieses hier vorlese. Liebes Häschen, damit bist du gemeint. Liebes Häschen, willst du morgen uns für Ostereier sorgen? Liebes Häschen, bringe bald bunte Eier aus dem Wald. Weiches Moos und grüne Ästchen holen wir für dich fürs Nestchen. Und daneben legen wir Gras und Klee zur Speise dir. Oh, das ist ja toll. Und der Hund muss an die Kette. Und wir Kinder gehen zu Bette, dass dir niemand bange macht, wenn du leise kommst zur Nacht. Ja, meine lieben Kinder, das war jetzt wieder unsere Sendung mit dem Floh im Ohr. Bleib schön gesund, pass auf alle auf, pass auf dich selbst auf und feier schönen Ostern mit allen, die dir lieb sind und kommen können. Und lass dir ganz, 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 ganz viele Ostereier schenken. Ja, der Osterhase hat ja dafür gesorgt und wir passen auf, dass er das auch alles richtig macht. Also macht's gut und tschüss.